Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blaster-Ingenieur. Und da sind wir wieder am digitalen Zeichenbrettle. Und heute machen wir das Design für den Blaster, weil der ist doch ziemlich nackert. Also da müssen wir jetzt gucken, dass wir den, ja, dass das halt aussieht wie ein Blaster, nicht wie bloß so wie ein Prototyp halt derzeit. Also, das war ja die Idee, dass sie da die technische Grundfunktion so kompakt wie möglich macht, dass wir da was Abgefahrenes machen können. Und ihr seht schon da, die Schulterstütze, das wird sehr abgefahren. Und ich habe auch festgestellt beim Angucken, habe ich das alles schon angeguckt, das ist ein bisschen arg beschleunigt. Und da habe ich eine langsamere Version gemacht. Die findet ihr auch auf meinem Kanal, die dauert doppelt so lang. Die kommentiere ich aber nicht. Die könnt ihr dann ohne Kommentare anschauen, wenn ihr das einfach ein bisschen gemütlicher sehen wollt, wie was gemacht worden ist. Ich meine, das mit der Schulterstütze ging noch, aber der Part da, das wird schon ein bisschen arg wild jetzt. Weil das ist halt jetzt die Front. Und da muss ich ab und zu ein bisschen hin und her gucken, durch den Bildschirm drehen, damit ich halt sehe, wie was jetzt aussieht. Da seht ihr schon. Die eine Linie, die ihr da gerade mittig noch seht, die wird später wichtig. Das wird nämlich ein zweiteiliges Ding. Also zum Schluss, wenn ich fertig bin. Und dann wird das so auf Dauer, wird das die Druckfläche, dann wird das da kann man das da zusammenkleben. Das ist so die Idee. Und ich habe euch ja versprochen, das wird ein abgespaceter Blaster. Und da seht ihr schon, so, das wird die Front. Ja, dann, das sieht dann schon recht wild aus. Und ich werde auch, das wird dann das nächste Video zu dem Blaster, werde die Modelle dazu ausdrucken. Einfach um mir auch ein bisschen Zeit und Material zu sparen, damit ich das dann mal mit unterschiedlichen Farben probieren kann. Und weil ich auch unbedingt ein Modell von dem Blaster haben will. Also, ich meine, ich könnte das mit der Farbe, das könnt ihr am Bildschirm probieren. Da bräuchte ich, das müsst ihr jetzt nicht ausdrucken, aber wenn ich sowieso ein Modell haben will, habe ich gedacht, komm, dann habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe, dann machen wir da Modelle dazu. Und mit den Modellen drucken wir da unterschiedliche Farben von dem Design aus. Und da können wir dann auch immer wieder mal was anderes probieren, weil, wo ich das jetzt fertig gemacht habe und oder das alles, hast du so comichafter Blaster, wäre schon auch cool. Und irgendwann mal, aber das wird dann, da brauchen wir einen anderen Prototyp dafür, die American 180, die machen wir schon auch. Wobei, das könnt ihr mir überlegen, die dann, also, weil ich will jetzt nicht unbedingt ein realistisches Querle machen, das ist irgendwie, ich weiß nicht, da gibt es sicherlich schon fertige Modelle, das ist jetzt nicht der Anspruch für mich. Aber wenn man das so comichaft machen würde, dann hätte es ja eine interessante, wäre interessant anders dann so. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ja, aber seht ihr, die Front sieht schon ganz gut aus, also das sieht schon recht abgefahren aus. Und dann muss der Lauf natürlich auch, also momentan wird hier den Lauf ja nicht blockieren, der muss da ja auch durchgehen. Und das würde ja ein bisschen langweilig aussehen, deswegen machen wir den auch länger. Und ich habe jetzt auch, LEDs bestellt, also so ultraviolette. Momentan, ich habe ja da so Glow in the Dark, also so Pfeile, die man vorglühen muss. Also den Witz habe ich schon mal gebracht, aber nicht das Vorglühen, das ihr am Wochenende macht, sondern die man halt da so mit Ultraviolett bestrahlen muss, damit dass die leuchtet. Und die sind auch ganz praktisch, die finde ich dann im Raum immer leichter. Dann mache ich einfach das Licht aus und gucke, wo noch was rumliegt. Deswegen ist das ganz praktisch. Und ja, da mache ich dann auch noch so Ding. Das kommt aber als nächstes. Da müssen wir auch erstmal technisch gucken, wie wir das umgesetzt kriegen mit den LEDs. Einfach mal Prototypen löten und das einmal vorne einfach nachklatschen halt. Und dann mache ich, wenn ich weiß, wie viele die LEDs ich in etwa brauche und wie viel auch mit der Spannung also wie viel, weil ich habe halt jetzt die 11, irgendwas Volt, 11,1 müsste es sein von die EMRs, wie viel ich da brauche, dass die mit der Spannung zurechtkommen. Dann muss ich mir das Datenblatt erstmal. Ich habe mal jetzt halt einfach mal irgendwas bestellt, das probieren wir halt einfach. Wenn es raucht, dann war es nicht das Richtige. Ja, dann müsste ich hoffentlich diesmal das Datenblatt finden, nicht wie bei der. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und dann müssen wir gucken, was wir da brauchen und dann gucken, dass wir Gehäuse für schaffen. Und jetzt machen wir noch ein bisschen Löcher in die Schulterstütze, dass es noch ein bisschen abgefahrener aussieht. Und das ist halt alles wieder schön glatt. Und das ist eine schöne Klickerei, das war ein paar Tage Geschäft. Also von daher, lasst es ab da. Das ist echt ein Haufen Arbeit. Aber gut, man macht es ja, weil es halt Spaß macht. Also von daher,
bräucht's ja, müsst's ja nicht machen. Das ist ja, ich will das ja sehen und habe halt so die Idee gehabt und dann will ich wissen, wie ich das umgesetzt kriege und das dann. Und das seht ihr, das sind dann, ich habe jetzt auch die Dollen nachher schon als STL und dann durch einen Slicer durchlaufen gelassen. Ich glaube, das sind immer, also deswegen bin ich froh, dass ich das als Modell mache. Da ist es halt ein paar Stunden drucke. Also das Modell selber, ich habe da jetzt auf 300% und der Originalblaster ist auf 1000%. Das sind Blender, das ist irgendwie, ja, habe ich mich da mal 0 glaub vertan oder so. Das ist aber irrelevant. Das geht mit einem Slicer dann auf 1000% und dann ist gut. Und dann ist das die richtige Größe. Und das Modell habe ich festgestellt. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich auf 200%, aber da ist es in meinem Drucker nicht ganz so gut rauskommen und dann wird das alles dann, ist ein bisschen zu filigran für meinen Drucker. Und dann müsste ich 0,2er Düse und dann kann ich es auch gleich auf 300%, weil hauptsächlich die Zeit will ich sparen. Und dann passt es. Dann habe ich das auf 300% und habe das alles dazu. Jetzt habe ich so viele Nebensätze. Jetzt habe ich den Anfangssatz vergessen. Ja, habe das dann ausgedruckt. Das alles, damit man das mal da sieht und was weiß ich. Jetzt, ja, das ist eigentlich weniger Designteil, was wir da jetzt machen. Das ist ja die Motorabdeckung. Das hat schon noch eine Funktion. Also das ist ja, weil die Motoren da so frei drehen lassen, das ist nicht ganz so geschickt. Vor allem mit dem Schalter. Weil da zieht es einem nachher dann doch Haar oder Kleidung oder, ja, wenn ihr blastert mit der Krawatte, dann zieht es einem nachher die Krawatte rein. Das ist nicht ganz so geschickt. Gut, da weiß ich jetzt nicht, wie stark die Modelle sind. Ich habe es jetzt noch nicht getestet, da mein Horn einzutun. Aber ich glaube nicht ganz so angenehm, wenn es dann da die Haare und den Motor wickelt. Also, ich will es nicht probieren und deswegen ist es ganz gut, wenn man da Abdeckung darauf macht, weil ja, den Blaster ohne Abdeckung betreiben, das kann man halt auch nur machen, wenn man das selber, wenn man das selber gemacht hat. Also, das täte ich mir nicht trauen, sowas dann zu verkaufen. Also das ist, ich glaube, von der Haftung und von allem nicht ganz einfach. Deswegen kommt der Abdeckung drauf, gut ist. Und dann ist das, außerdem sieht es auch dann cooler aus. Habe ich noch zuerst überlegt, ob ich da Luftschlitze in die Abdeckung reinmache, aber das weiß ich nicht. Werde ich wahrscheinlich aus dem selben Grund verwerfen. Wobei, da könnte man, das wäre schon auch cool, so Luftschlitze rein und dann noch feines Gitter dahinter oder so. Dass man dann wirklich die Schwungräder noch sieht und alles. Aber wir haben da sicherlich ein paar Iterationen vor uns. Da ist der Übergang dann zur Schulterstütze, dass man da das auch schön verkleidet hat. Und da spiele ich dann mit unterschiedlichen Farben, guck, welche Farbkombination mir am besten gefällt. Das ist alles. Da seht ihr oben der Deckel. Das mache ich nochmal, das mache ich für mich selber, dass ich weil da muss ich das Batteriefach ausschneiden. Und da habe ich mir da überlegt, so Tanks hinten zu machen. Die habt ihr jetzt auch schon gesehen. Und da brauchen wir natürlich den Griff noch, Verkleidung. Und was ihr jetzt hier alles in dem Design nicht seht, ist jetzt da die ganze Schraublöcher und alles, das mache ich nachher. Also die ganze Druckvorbereitung, das habe ich schon gemacht zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt auch nicht den Ton einspreche. Aber das brauchen wir da auch jetzt nicht machen. Ah, der Griff, das war ein Scheiß. Das war ein Scheiß. Weil das sind so viele, das in so viele Richtungen Kurve machen, das ist. Entschuldigung. Ist noch nicht ganz weg. Muss in verschiedene Richtungen Kurve machen und das hinzukriegen. Das ist. Ja. Deswegen ist das ein bisschen kompliziert in der Geschwindigkeit anzugucken. Das kann ich schon verstehen. Deswegen lade ich noch mal ein langsames Video hoch, dann passt das und dann könnt ihr das eine bisschen langsamer Geschwindigkeit auch gucken. Aber es sieht nachher gut aus, also. Jetzt gucken, dass man da die Kurve auch schön hinkriegt. Also da bin ich jetzt so gespannt drauf, das beim echten Blaster zu sehen. Ich meine, bei den Modellen bin ich schon fleißig am Drucken. Gerade so nebenher, weil der Drucker schafft ja neu. Gut, wobei den muss man schon ein bisschen ab und zu beobachten. Also ist
Ist nicht ganz so automatisiert, wie ich es gerne hätte. Aber das sieht dann nachher schon gut aus. Und dann seht ihr jetzt oben den Deckel. Da muss natürlich noch der Ausschnitt rein für die. Das mache ich im Modell, brauche ich das nicht, aber später für die funktionsfähige Blaster muss der Ausschnitt für den Magazinhebel und für den Batteriedeckel rein. Aber das kann man nachhinein immer noch machen. Da jetzt da die Tanks. Wobei, ich glaube, das lasse ich für die erste Variante, das lasse ich da mal weg. Ich habe festgestellt, ohne die Tanks sieht es auch recht gut aus. Also, da können wir immer mit der. Das kann sein, dass ich den Teil vielleicht auch bloß, dass ich das alles mit doppelseitigem Klebeband befestige, dass wir da immer noch mal wieder was ändern können. Weil wenn ich das alles fest nachklebe, ist halt mal nachher schwer. Und da könnt ihr euch was überlegen, was das ist, so Kühlereinheit oder was weiß ich. Das dann den Blaster betreibt. Das wird nachher schon cooles Blasterle. Also da bin ich schon. Will das jetzt schon fertig sehen. Ich meine, das wird mir jetzt eine locker Woche brauchen, bis ich dann das alles ausdruckt habe und dann das alles soweit passt. Also da, wenn ich kann ja immer nur drucken, wenn ich auch daheim bin. Also das ist schon, das so zu machen, dass ich das wirklich verkaufen kann, das ist noch da bin ich weit weg davon. Und jetzt machen wir dann noch einen Ausschnitt und dann kommt da der Monitor noch rein und dann sieht das gut aus. Und dann hoffe ich, euch hat das unterhalten. Lasst ein Abo da und dann seht ihr auch, wie es weitergeht. Bis dann, euer Blaster-Ingenieur.